So, guten Tag miteinander. Letzte Tage, da habe ich es an alle Kinderspiele erinnert. Und mir sind da noch so viele alle Kinderspiele wie infallen. Und da wollte ich es fragen, können ihr an Trippeln erinnern? Trippeln, das wäre ja so, das wäre so ein Stock, der wäre vielleicht so 20 Zentimeter lang und der wäre rechts und links anspitzt. Und dann habt ihr noch einen größeren, so einen 50 auf 60 Zentimeter langen Stock bei. Und dann war erst ein Lockmarkt in den Grund, in den Sand. Und dann wurde das kleine Stöckchen da so quer drüber hingelegt. Und dann mit den Krauten drunter her und dann weit wegschmieden. Und da drauf man dreimal tun. Und die, weil das an Wietsten bracht her, die her das Spiel wunnen. Das war so das Trippeln damals. Und wir hier ja damals in der Schule auch keinen Sportunterricht. An der Heidbergschule da gab es keine Turnhalle. Bei uns war das früher so, dass die Lehrerin dann mal sagt, so, alle Fenster aufmachen und jetzt alle hinstellen und dann machst du das für. Arme hoch, Arme seitwärts, Kopf nach rechts, Kopf nach links und dann mussten wir hinsetzen, Fenster wie Tomarken und dann wird das eben dann Sport in die Stunde. Und darum mussten wir uns ja auch früher Buten viel bewegen. Und da fällt mir noch das Bockspringen in. Dann standen die Kinder so mit 2 Meter Abstand, echte Nähne, und dann mussten sie sich so nach vorne hinbeugen und dann den letzten in der Riege, die drauf dann anfangen und die sprung dann so bestritten über den Fördermann weg und dann besserte wir vorne, wie das erste Kind war und dann wurde dann was hat dann den nächsten Bock. Und dann drauf das letzte Kind in der Riege, wir anfangen zu springen. Das war für uns ja auch wohl ganz gut so ein guter Sport. Und ein Spiel im Kreis, auf so ein Kring, das war ja Häschen in der Grube. Das hat ein Kind in der Mitte von den ganzen Kring, die anderen Kinder alle drumherum. Und dann satt er so in Hügsken und hier die Hände für die Gesichter. Und dann sungen alle Kinder, Häschen in der Grube saß und schlief. Armes Häschen, bist du krank, dass du nicht mehr hüpfen kannst. Has, hüpf, such dir einen anderen aus. Und wie Has hüpft, dann muss das Kind upspringen und dann drauf sich das ein anderes Kind und den Krinke ut söken und das wird dann das nächste Häschen. Und was auch noch ganz gut wird, das wird Taler, Taler, du musst wandern. Taler, Taler, du musst wandern, von dem einen Ort zum anderen. Taler, Taler, oh wie schön ist das Wandern anzusehen. Wir hören ja damals gar keine Taler. Wir nahmen einfach dann so einen kleinen Platz stehen können. Und das wurde dann so von Hand zu Hand wiedergegeben und ganz unauffällig in eine von der Hände fallen lassen. Und dann muss das Kind, was an erste den Taler in der Riege schickt hier, das muss dann raten, wo dann wohl den Taler wohl liegt. Ja, und wenn er das wunnen her, dann her im Wunnen. So war das damals. Und es gab noch so viele schöne Spiele, so als Ball an der Wand. Das kann man gar nicht alles so beschreiben, das dauert alles so lange. Und was man ja nun auch von Tage gar nicht mehr hört, das ist, dass die Mamas in der Haustür steht und ihre Kinder robt. Wir hören ja damals auch keine Uhr. Wenn uns gesagt wurde, ihr müsst um 6 Uhr nach Hause kommen, dann kicken wir vielleicht auf die Kirchenuhr. Wir warten einfach auf, dass die Mama in der Haustür steht und dann rief, Resi, Maria, Josef, nach Hause kommen, essen.
Und so wird das auch wie Allerzen. Und Allerzen Mama, die lacht dann auch gerne Born mit Fenster über Hülsmanns Laden. Und dann reibt sie auch. Marianne, Andreas, Christa, Johannes nach Hause kommen. Und so wird das wie alle anderen Kinder auch. Die wurden alle einfach so von der Huste und ropen. Und wenn dann ein Kind das nicht hört, dann sagt, hier, du wirst gerufen, du sollst nach Hause kommen. Ja, so wird das. Wir hören ja keine Uhr extra. Ja, nee, das ist dann jetzt erst für 5 Tage wie genug. Ich muss noch ein bisschen was tun. So, dann lot ju wat und Kriegel holen und gut gehen.